Fire! Hey! Hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da sind wir wieder. Was habt ihr uns verdient? Ja. So, Herzlich willkommen zur Rotzpippen Corona Special Edition wieder mal und wir beginnen wie immer mit dem Fieberwechsel, damit wir alle gesund sind. Schauen wir mal nach. Das ist ja spiegelverkehrt bei mir. So, Ich habe E2E. Ich weiß nicht, wie viel 36,7. 36,7, jawohl. 35. 36,7. Und wir haben 35,3. Fridjof, du Aha. stirbst ja irgendwann. Also das heißt, wir haben 3 Super-Hot-Menschen ex equo und eine coole Sau. Was hast du Wahnsinn! gehabt? 36,7. Da hat's Na, da hat's 35,3. Aber ich schaue schon mal 35,3. am anderen Urwaschel, bin ich vielleicht Hasser. Schauen wir mal. Das ist vielleicht, weil ich so viel kaltes Bier trinke die ganze Zeit. Das ist wegen einem Bier, ja. Wir können Scheiß mich an. Das andere Ohr sagt nämlich das da. 37,3. Das heißt, jetzt bist du quasi heißer geworden durch das die schwankt ja. ein bisschen, oder? Ja. Weil das Hirn immer auf der linken Seite bei mir umgerollt, weißt Na gut, du hast auch die 36, Ohrwärme auch, ja. 36,5 sagt der andere Thermometer, schau. Also, Das ist ja was mit Arsch war, oder was? gut, na, es zählt die Erstmessung natürlich, wir müssen uns an die Regeln halten. Dabei, ja. Aber hat sie Putz. Wenn du Bier trinkst und dadurch das Fieber senkst, hast du eigentlich ein Heilmittel gefunden, oder? es war klar, dass das in Simmering gefunden wird, ja. Aber dass du so das wirst. Liebe Zuschauer, wie schaut es bei euch aus? Schreibt uns im Chat bitte eure Körpertemperatur. Rotzshow, die Show, die ins Intime geht. Bitte Genau. schreiben Sie, weil wer Fieber hat, darf nicht zuschauen, weil die Ansteckungsgefahr ist allüberall. Aber ich finde das auch total super, wie wir eigentlich temperaturmäßig auf einer Welle daher schwimmen, wir drei halt. Der Schlagzeuger ist halt wieder, drum sitzt da hinten. Es ist immer die erste Reihe, so die Hasse und hinten hockt der Coole. Ich habe immer geglaubt, hinten hucken die Warmen, aber Na, bei uns stehen jetzt Ja. alle drei. Okay, gut, Rotzshow Quarantäne, vielleicht schon die letzte Quarantäne-Edition, wer weiß, wir werden sehen. Maßnahmen werden gelockert, das Leben beginnt neu, es wird alles super, alles schön. Was nicht neu ist, sondern jetzt schon zum 3. Mal stattfindet, ist unser Rotzpipen-Quiz. Beim letzten Mal, bei den letzten beiden Male waren eigentlich die Trefferquoten beachtlich, glaube ich. Ja, Publikum ist der Wahnsinn, ja. Darum haben wir uns diesmal schwerere Fragen überlegt, aber ich kann garantieren, alle Fragen, die in diesem Quiz diesmal sind wieder nicht frei erfunden, sondern haben wirklich so stattgefunden. Wir werden dann auch zum Teil Beweisfotos am Schluss wieder vorlegen und euch erklären, was da wirklich abgelaufen ist. Außerdem gibt es heute einen Gast und im Chat sehe ich gerade, habt ihr auch den Link. Fridjof, erklär doch bitte mal für welche, die vielleicht neu dabei sind, wie das Quiz funktioniert. Das funktioniert unglaublich einfach. Der Link, der in den Kommentaren steht, einfach draufklicken und das Quiz machen. Mehr ist eigentlich nicht. Die Betzinger, Es sind Multiple-Choice-Fragen. Nein, Single-Choice-Fragen. Eine Antwort ist richtig. unsere Zyklen laufen synchron, finde ich super, ich wollte danke. gerade sagen, die Betzinger bezieht sich da, glaube ich, auf unsere synchrone Körpertemperatur und meint, unsere Zyklen laufen synchron. Ja, stimmt, immer wenn ihn außenblitten, aber der Zacharias seine Hämorrhoidenprobleme. Wir bluten zugleich. Schön. Hallo Florian Taxa, habe die Ehre. Gut, genug Blödsinn. Gehen wir gleich mal zur ersten Rubrik. Selbstverständlich. Und zwar Ja, zu sehr gerne. Wünsch dir was. Bitteschön. Für die nachträglich schon. Yay, wünsch dir was. Jawohl. Heutiges Wünsch dir was, eine spezielle 1. Mai-Edition. Und zwar haben wir einen Brief bekommen von der Pamela R.W. Die Pamela. Sie schreibt, liebe Rotzpippen, ich bin ein großer Fan von eurer Rotzshow und auch von eurer Musik. Danke, liebe Pamela. Heute am 1. Mai muss ich leider zugeben, ich habe zwar einen Job, aber der gefällt mir gar nicht. Meine Arbeitskollegen mobben mich, wo es nur geht, und ich finde den Job zum Scheißen. Leider habe ich halt nichts Gescheites gelernt. Jetzt würde ich gern wissen, liebe Rotzpippen, habt ihr auch schon mal so einen richtig beschissenen Job gemacht? Liebe Grüße, Okay. eure Pamela R.W. Ja, liebe Pamela,
das haben wir zum Anlass genommen, um euch und dir heute mal zu präsentieren, welche geschissenen Jobs wir 4 schon gemacht haben. Und Burschen, wenn es euch recht ist, dann würde ich gleich mal beginnen damit. Dazu hätte ich eine Frage, Herr Doktor. Ich bin gespannt. Zählt da jetzt die Band dazu oder lassen wir die aus? Weil eigentlich war es ja dann klar, dass wir alle denselben geschissenen Job haben, oder? Naja, Job bedeutet ja eigentlich in der Beschreibung, es gibt Geld dafür. Stimmt. Ich würde das Kriterium ansetzen, ja. Es muss bezahlte Arbeit gewesen sein. Okay, ihr kriegt Geld für eure Arbeit. Habe ich das schon jemals gemacht? Eben. Zählt AMS. Ist aber ein cooler Job eigentlich. Er hurst, Vorsicht. Jesus, na, wer war das? Ich habe nicht geschaut, wer hat gehuscht? Entschuldigung, aber die Firma sagt, das passt. Bitte, Herr Unfall, zeigen Sie mal, wie man richtig hustet in die Armbeuge. Zeig das bitte mal. Also nein, ich habe nicht gehustet, sondern ich habe, glaube ich, von meinem Rindfleisch süß-sauer ein bisschen was ausgehust. Chinesisch? Fledermaus süß-sauer? Alter, es ist ein japanisches. Alles habe ich extra drauf geschaut. Die Fledermaus muss aus Japan sein. Alles klar. Okay. Außerdem ist es ja, wie es gehört mit den Stäbchen, da kann nichts passieren, weil da ist der Abstand zum Essen eingehalten, also im Verhältnis zum erwachsenen Menschen. Stimmt. Gut mitgedacht. Na dann ist ja alles gut. Okay. So. Gut, ich bin sehr gespannt. Erzähle. Beschissene Jobs, ich glaube, ihr 3 werdet es schon kennen, die Geschichte, weil ich das öfters einmal fallen lasse. Ich hatte schon einige Jobs in meinem Leben, ein richtig beschissener, jetzt aber nicht, der Job an sich war sehr beschissen, der hat mir zuweilen noch sehr gefallen, aber die Umstände waren teilweise richtig geschissen, und zwar, ich habe mich eine Zeit lang betätigt als Mischwagenfahrer. Das heißt jetzt nicht, dass es ein gemischter Wagen war, sondern das ist ein Betonmischer, ein Auto, da ist dann hinten so eine Trommel, die dreht sich, und da drin wird Beton gemischt und dann auf Baustellen geliefert. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen oder ist schon mal in eines hineingefahren. Und im Zuge dieser Tätigkeit hatte ich doch ein relativ großes Liefergebiet. Also das war wirklich Wien Südost plus Niederösterreich Südost plus Burgenland Nord. Also ich bin da wirklich sehr viel mal dumm gekommen. Und also einmal weiß ich noch, bei weiteste Fuhr war wirklich einmal runter bis in die Steiermark, also so irgendwo da Fürstenfeld, Ilz und so weiter. Das Geschissen an dem Job war das, dass man halt dann manchmal in Kundenkontakt gekommen ist. Das hat sich leider nicht vermeiden lassen. Das ist immer Arsch. Und diese Baustellen waren halt zum Teil in wirklich geschissene Grätseln. Hat alles ein Pro und Contra gehabt. Wien Pro. Da steht eine Adresse und die gibt es auch. Diese Adresse kann man finden. Da steht Gasse Nummer irgendwas, fahren Sie hin, laden Sie dort ab. Die Gasse gibt es auch. Klar, es kann da passieren, dass 17 Einbahnen sind, die was schon wieder umgedreht haben, aber du kommst auf jeden Fall hin. Das Problem ist nur, dass dann halt dort Leute glauben, man kann dort in Einfahrten hineinfahren mit einem Mischwagen, wo nicht einmal ein Dreiradler durchfahren kann, und dann verlangen, dass man da durchfährt. Ich habe das wirklich einmal erlebt, dass ich in einer Einfahrt ausladen musste, wo ich selber nicht einmal aus dem Auto aussteigen habe können. Bin dann wirklich 2 Stunden im Auto gesessen, im Lastwagen, weil die Tür auf jeder Seite noch so weit noch aufgegangen ist. Also zum Glück habe ich mitgehabt, was zum Lesen, ich glaube, das ÖKM war es, Ajasen und Flaschen zum Einpinkeln. Am Land draußen war das Ganze natürlich anders, dort waren die Kunden meistens sehr nett, da hat man Jausen gekriegt, einen Schmart, die waren total lieb. Das Problem, ein Schnapsi manchmal, ja. Das Problem war halt nur, wenn du am Land eine Adresse kriegst, speziell wenn es dann wirklich ins Ländliche geht, und da steht hinter Staudenbach Nummer 17, ist das Problem das, dass hinter Staudenbach ungefähr auf 15 Kilometer verteilt ist und genau 17 Häuser hat. Und jetzt find das auch nicht mal. Das ist irgendwo hinter einer scheißerten Kuh ist da ein Bauernhof, und den musst du finden. Das ist ein bisschen so wie wenn man im Swingerclub das Lichterdraht und dann spielt man Find das Mäuschen. So ungefähr ist Betonliefern irgendwo südlich von Wiener Neustadt. Kann ich nur jedem empfehlen. Also das war der Job in meinem Leben, wo ich sage, der geht mir, jetzt abgesehen von den Kollegen, die wirklich leibend waren, aber das ist der Job, der mir persönlich am allerwenigsten angeht, weil einfach die Kunden meistens so richtige Sautrotteln sind. Ja, das war's jetzt mit meinem Scheißjob. Nur kurze Frage an die Leute. Schreibt bitte auch in den Chat hinein, was euer geschissenster Job war. Wir lesen das noch gerne vor. Oder ist euer jetziger Job vielleicht richtig geschissen? Wer weiß, es soll ja noch Menschen geben, die Arbeit haben.
Würde mich interessieren. Vor allem ist meistens der Job, den man gerade macht, der geschissenste, oder? Den man jemals hatte. Das ist was du gerade machst. Ne? Vielleicht schreibt ja irgendeiner von den Leuten, die wir da engagieren, dass uns in Chat einschreiben, Fake-Chat-Teilnehmer oder Fake-Zuschauer bei der Rotshow oder so. Das sind ja alle nicht echte Zuschauer, die wir da haben. Wir faken das ja quasi. Mit Hilfe von Zuckerberg. Das Sigi meint, das heutige Quiz ist nicht einfach, aber Sigi, ich glaube, du wirst das lösen. Also wie gesagt, schreibt uns bitte eure geschissenen Jobs in den Chat hinein. Und ich glaube, die 3 Kollegen werden dann im Laufe der Show auch von ihren geschissenen Jobs berichten, oder? Und ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet nichts lernen dabei. Also das ist gewahrt. Also, so weit kommt's noch. Na hallo. Okay, so viel dazu. Friedhof, wie geht's weiter? So, und zwar der nächste tolle Programmpunkt ist unsere Reihe Zimmerkuchel-Quarantäne. Es hat ja jeder von uns schon euch präsentiert, wie wir so hausen und wie wir die Quarantäne verbringen. Jetzt geht's weiter und wir zeigen euch, was man in der Quarantäne sonst noch so macht, wie wir uns quasi über die Zeit bringen, welche neuen Hobbys wir entdeckt haben. Und beginnen tut der Herr Fetzenschädel. Der zeigt uns, was er so macht, wenn er im Fahrt ist den ganzen Tag lang. Da bin ich jetzt aber gespannt. Hui! Willkommen bei Zimmerkugel-Quarantäne, Ihrem Rotzpippen-Ratgeber, wie Sie das Coronavirus überleben werden. Ich habe euch schon letztes Mal gezeigt, wie ich in meinem Bunker das Virus überleben möchte. Das Problem ist nur, man muss ein bisschen auch auf die Ernährung schauen und schauen, dass man genug zum Essen hat. Darum habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute, wie ich mich darum kümmere. Und schaut mal her, was ich da habe. Ich baue heute Paradeis und Paprika an. Das ist wichtig, wir brauchen Vitamine. Aber noch wichtiger als Vitamine ist natürlich unser Kohlenhydrate-Haushalt. Und wie wir diesen Kohlenhydrate-Haushalt aufrechterhalten, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, wichtig, wir haben jetzt schon mal unseren Blumentopf vorbereitet und da hinein wollen wir jetzt natürlich was Gutes setzen, was unseren Kohlenhydrathaushalt aufrechnet. Und da brauchen wir zuerst einmal die gute Erde, das seht ihr da. Das ist selbstgemachter Kompost, nachdem ich da in meinem Quarantänebuch kein Klo habe ich das gleich gut genutzt. Und jetzt brauchen wir natürlich einmal einen Setzling, ein Saatgut. Und da werden euch ganz was Tolles gefunden, das was wir da jetzt einsetzen, damit hier etwas sprießen möge. Wichtig, wir tun es jetzt da in die Erde hinein und gut niedertrocknen. Schaut mal, so richtig schön niedertrocknen. Und dann wird da was Schönes draus wachsen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber das braucht natürlich Hege und Pflege über das ganze Jahr. Das wird jetzt natürlich so lange dauern, aber was dann da rauskommt, zeige ich jetzt gleich bei den Sachen, die ich letztes Jahr gebaut habe. Kommt mal mit! Also wie gesagt, jetzt schauen wir uns einmal an, wie das vom letzten Jahr geworden ist. Und schaut mal her, da ist schon was gewachsen. Schaut, sind die nicht lieb, diese kleinen Pflanzerl? Viel Hege und Pflege haben dafür gesorgt, dass aus der kleinen Bierkapsel ein kleines Bierflaschel geschlüpft ist. Ist das nicht lieb? Ist das nicht wunderbar? Es ist leider noch nicht erntereif, man muss dann erst pflücken. Und ich freue mich aber schon sehr aufs Erntedankfest, wenn ich das dann ernten darf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Garteln und beim Überleben der Quarantäne. Pfiat euch, euer Fetz. Super. Und da wären wir wieder. War das nicht ein toller Einspieler? Wunderbar. Also wenn Sie sich gefragt haben, wo das Bier kommt. Ja, das nächste Mal, wenn die Kinder was wir immer verwenden. Ja, das nächste Mal, wenn die Kinder fragen, Papa, wie werden kleine Biere gemacht? Geht es dann dieses Video zeigen. Und ich gehe in den Supermarkt einkaufen, ich bin ein Trottel heißt. Naja, aber wenn du regionales Bio-Bier kaufst, aus heimischer Landwirtschaft, freilaufend und ohne Käfighaltung, glaube ich, ist das auch okay. Stimmt. Ich glaube auch, ja. Aber wie gesagt, selber machen ist natürlich noch immer am schönsten. Ne? Gegen Bierversuche. Ja. Okay, so. Es geht, glaube ich, weiter. Oh, mit dem Friedhof. Mit beschissenen Jobs. Ich habe in den Kommentaren gesehen, dass die Feli bei A1 bei der Technik-Hotline gearbeitet hat und meint, das war ein beschissenster Job. Das glaube ich ihr sofort. Aber der Proletenduster meint, er war auch Technik-Hotline bei einem anderen Anbieter. Also der hat generell an der Technik-Hotline, der hat man ziemlich verzweifelt, weil er sagt, das war auch nicht besser und saufen oder auch noch immer. Genau. Ich hab auch einen Haufen beschissene Jobs gemacht. Ich war auch mal bei einem Callcenter angestellt, habe das sogar, ich glaube, 2 Jahre gemacht und das war ziemlich für den Arsch.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mein schlechtester Job war, weil ich habe meistens Nachtschichten gemacht und das war relativ gemütlich, weil einfach keiner angerufen hat und wir haben meistens Filme geschaut. Das war ganz cool eigentlich. Der beschissenste Job, den ich gehabt habe, war eigentlich einer, von dem ich mir am Anfang dachte, dass der großartig ist. Und zwar habe ich da so Werbe- und Marketing-Analyse gemacht. Sprich, ich bin dafür bezahlt worden, dass ich mir Fußballspiele angeschaut habe und einfach die Zeit gestoppt habe, welche Werbebanner im Hintergrund im Bild sind. Super. Ich bin einmal in der Woche hingefahren, habe mir so einen Stapel Videokassetten abgeholt und habe dann Fußballspiele angeschaut. Das Problem an dem Job, also es klingt ja super und ich mir gedacht, Leihwand, fürs Fernsehen bezahlt werden mache ich sofort. Das Problem war dann nur, dass man sich natürlich erstens mal das Fußballspiel nicht anschauen kann, weil man sich ständig nur auf den Hintergrund konzentrieren muss. Das war das erste Problem. Und das zweite Problem war, dass ich mir dann jedes Fußballspiel 3 bis 4 Mal anschauen habe müssen, weil wir verschiedene Werbebanner mitstoppen hatten müssen. Und das war furchtbar unerträglich lähmend. Sich irgend so ein Match anschauen, oder? Ja. Ich meine, braucht es. Naja, die Leute, die viel Geld dafür zahlen, dass ihre Bande dort hinten im Hintergrund ist. Die wollen natürlich wissen, wie lang das im Bild ist. Wobei inzwischen wird das schon alles von Computerprogrammen gemacht, so gesehen wäre das, kein Job mit Zukunft gewesen. Aber das war super zart und lähmend. Sich ein Fußballspiel, wenn du schon weißt, wie es ausgeht und dich interessiert es eigentlich nicht, noch einmal anschauen, das war... Ist sicher, aber Fritz, auf eine Frage, weil du vorher eingangs erwähnt hast, du hast an einer Call-Line gearbeitet und zwar nur nachts. War das diese Nummer 0190 und dann so weiter? Weil ich bilde mir ein, da habe ich öfters einmal deine Stimme gehört, wenn ich angerufen habe. Ja, aber da war sehr viel in der Nacht immer los, da habe ich dann schnell wieder gekündigt. Ich wollte einen Job, wo ich nichts zu tun habe. Darum bist du dann unser Schlagzeuger geworden, alles klar. Ich bin ja nicht blöd. Genau. Ja, das sagst du. Auch ein schön beschissener Job, sich Fußballmatches anschauen, die schon stattgefunden haben. Das muss ja richtig Arsch sein. Genau. Und ich würde sagen, ja, alle Leute, die noch nicht völlig an ihrem Job verzweifelt sind, sondern Angst vor Corona haben, denen können wir helfen. Und zwar mit unserem Dr. Umfall, der wieder mal Fragen von besorgten Bürgern erhalten hat und wieder mal ein Leben retten wird. Sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Fragen Sie Tante Umfall, Dr. Umfall oder Frau Professor Umfall. Es ist wirklich scheißegal. Heute haben wir den 1. Mai, es ist Tag der Nichtarbeit für viele. Der erste Tag ohne große Ausgangsbeschränkungen, das ist auch natürlich eine super Sache. Und der 180. Geburtstag der Briefmarke. Eigentlich wahrscheinlich das wichtigste Ereignis. Und heute werde ich wieder besorgte Bürgerinnen und Bürger beraten in Lebenssituationen, die halt eben stattfinden, was stattfindet. So, und zur ersten Frage, da fragt uns der Martin aus Villach. So, sehr geehrter Dr. Umfall, zu Beginn der Pandemie habe ich in meiner Wohnung Klopapier gehortet. Ja, gratuliere. Ganze Regenwälder fielen bei meiner Gier nach dem flauschigen Vierlagigen zum Opfer. Jetzt kann ich von dieser Sucht einfach nicht mehr los. Ich benutze Klopapier als Kleidung, als Geschirr und Bettwäsche. Gestern habe ich begonnen, meine Wohnung mit Klopapier zu tapezieren. Bitte helfen Sie mir, meine Sucht in den Griff zu bekommen. Lieber Martin, ich meine, dass du Kärntner bist, sagt schon fast alles. Eine Sucht ist immer eine ganz schwierige Situation im Leben eines jungen Menschen. Von 47 lese ich gerade. Was soll man machen? Also das Beste, eine Sucht zu bekämpfen, ist natürlich, sie durch eine andere Sucht zu ersetzen. Ich empfehle Alkohol. Zur Not geht auch Puffbesuch oder Rotschow schauen. Ich denke, das wird helfen. Das ganze Klopapier, was zu Hause rumliegt, wird sich mit der Zeit natürlich verwandeln in Abfall, der im Kanal landet, und das ist auch eine gute Sache. Dann einfach bei der nächsten Pandemie bitte nicht mehr ganz so viel nachkaufen und vielleicht eine Nudelsucht entwickeln oder sowas. So, Shania aus Wien, Maria Hilf. Hey, Herr Doktor. No, sehr unförmlich. In Zeiten des Social Distancing haben sich voll viele Leute meine Beauty-Tipps im Internet angeschaut. So urviele Follower auf Instagram und so. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Jetzt dürfen die Leute wieder raus und dann schauen sie sich nicht mehr meine Schminktipps an. Oje, gibt es eigentlich da so ein Hilfsgeld von der Regierung für uns Influencer? Ich meine, wir sind ja ursystemrelevant. Dann steht da Raute, ich kann sonst nichts und Zwinker-Smiley. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, liebe Shania. Dein Name lässt darauf schließen,
dass du das mit dem Influenzen gut draufkamst. Systemrelevant, da fragt dich natürlich, welches System wird denn das gewesen sein? Wahrscheinlich war es nicht das Schulsystem, ne? Sonst wäre die Grammatik wohl ein bisschen besser. Ich möchte jetzt nicht näher auf die Sachen eingehen, aber ich würde sagen Influencer. Wenn du Leute influenzt und wie es ausschaut, machst du das mit Absicht, dann würde ich empfehlen, dass du bestraft wirst und zwar wahrscheinlich mit Grammatikunterricht. Ja, gibt es keine Hilfe vom Staat und schon gar nicht, wenn du nicht so relevant bist wie Rockmusiker, die im Internet Scheißsendungen machen. Ja, Thomas34 aus Leoben fragt, lieber Dr. Umvoll, im Fernsehen hat so ein blonder, übergewichtiger Politiker aus den USA gesagt, man könnte sich das Desinfektionsmittel direkt in die Venen drücken. Weil ich immer brav alles mache, was der Fernseher mir sagt, geht es mir jetzt nicht gut. Das verstehe ich. Nach der 4. Infusion mit Desinfektionsmittel ist mir ein 3. Ohr gewachsen und ich kann tote Menschen sehen. Zum Glück habe ich auf RTL gesehen, dass man mittlerweile alles und jeden verklagen kann. Können Sie mir einen guten Anwalt vorschlagen? PS, darf ich das 3. Ohr eigentlich piercen? Thomas, du musst jetzt sehr stark sein. Es stimmt ja, man kann das Coronavirus töten, indem man sich Desinfektionsmittel intravenös zuführt. Dabei geht aber leider auch der Wirt in Arsch. Das heißt, der Grund, warum du tote Menschen siehst, wird wahrscheinlich sein, dass du selber tot bist. Wie du es geschafft hast, dass du mir einen Brief schreibst, weiß ich nicht. Also ich denke, nach der Corona-Krise wird auch das zu klären sein, wie so vieles. Und ich bin mir sicher, wir werden das auch schaffen. Das 3. Ohr dürfte in dem Fall dann aber auch kein Problem mehr sein. Also ich denke, wenn du tot bist, darfst du auch dein Ohr piercen. So, der Roland 7 aus Wien-Simmering schreibt, 7 Jahre und kann schon so gut schreiben. Besser als die Corona-Cheyenne. Die Schwimmbäder machen ja wieder auf, sagt mein Fernsehgerät. Wie ist denn das mit dem Coronavirus? Kann der eigentlich schwimmen? Kann ich mich schützen oder soll ich lieber in der Donau schwimmen? Oje. Lieber Roland, in Mathe bist du nicht so gut, weil das sind 4 Fragen, ja? Aber ich werde sie alle beantworten. So, wie die meisten Kinder hat der kleine Corona in der 3. Klasse, das wirst du nächstes Jahr vielleicht machen, seine Schwimmpferdchenprüfung gemacht. Natürlich kann der kleine Corona schwimmen, ja? Und ist jetzt ein wunderbares Schwimmdingsbums. Schützen kannst du dich am besten, indem du dir ein größeres Boot besorgst. Schau dir mal den weißen Hai an, dann weißt du, wovon ich spreche. Und schneller schwimmen ist auch immer eine gute Sache, weil der Corona kann zwar super schwimmen, aber der ist ja nur ganz, ganz klein und hat so Mini-Tentakel. Das heißt, er schwimmt nicht besonders gut. Das heißt, wenn du an Land schwimmst, bist meistens schon weg. Aufpassen musst du, weil es dem nichts ist und beim Schwimmen das Ding nicht reinfasst. Ja? In der Donau schwimmen würde ich nicht empfehlen, weil alles, was da drinnen ist, ist wahrscheinlich weit schlimmer als ein Coronavirus. So, wir haben noch eine Bonusfrage kurzfristig reinbekommen. Ein sehr geehrter Herr Sepp75 aus Eisenstadt schreibt, jetzt, wo mein liebster Swingerclub endlich wieder aufsperrt, ich glaube, ich kenne den Sepp, frage ich mich, wie ist das mit dem 1,5 Meter Mindestabstand? Wie funktioniert das? Ich meine, 1,5 Meter, so viel wie Ager kann ich mir gar nicht reinschmeißen, damit das funktioniert. Ich bin verzweifelt, bitte helfen Sie mir. Ich hätte empfohlen, dass du dich über die Dame stellst und reinhängen lässt, was reinzuhängen ist, wobei ich bezweifle, dass da 1,50 Meter Mindestabstand einzuhalten ist. Ich würde eher sagen, du machst das wie Telesex. Telesex ist eine gute Sache, weil da kann man weit entfernt stehen. Zahlt, also wie beim Teleshopping eigentlich, man kriegt einen Schaß und zahlt viel dafür. Die anderen Fragen zum Thema, können Maikäfer den Coronavirus kriegen oder gilt die Hacklerregelung auch für Maikäfer, beantworten vielleicht nächstes Jahr am 1. Mai. Und jetzt möchte ich überleiten zu unserer nächsten Kategorie, die lautet Dancing Queen, ist auch eine Sucht und wer es gut kann und hier bei uns lernen soll, der schaut sich am besten das jetzt an. Ich wünsche einen schönen 1. Restmai und wir sehen uns nächste Woche vielleicht. So Coronavirus. Grüß euch, liebe Rotzbitten-Fans. Da ist wieder der Lombardi mit Dancing Queen. Diese Folge ist nicht spaßig, denn Tanzen ist purer Ernst. Und im puren Ernst können euch manchmal eure gelernten Moves nicht mehr einfallen. Was ihr aber dagegen tun könnt in diesem Emergency-Fall, das werde ich euch heute erklären. Es geht um ganz simples Copyright Infringement. Tanzt das, was ihr schon jemals irgendwo anders gesehen habt. Egal wie blöd es in der Situation ausschaut oder wie unpassend es ist, es wird euch den Arsch retten. Wie das geht, zeige ich euch jetzt.
Wenn man wirklich nicht mehr weiß, was man tun soll, man probiert zum Pumpen, es geht nicht, man kommt aus dem Rhythmus. Einfach irgendwas aus Film und Fernsehen. Aber schnell wie der Blitz, nicht überlegen, oh mein Gott, was mache ich? Hier ein Beispiel. Ich mache meine Moves perfekt und dann irgendwie... Merkt niemand. Und wieder hinein in den Flow, bis man wieder drin ist. Copyright Infringement kann euch sowas von das Leben erleichtern auf der Tanzfläche. Zum Beispiel, ich weiß wieder, und wieder drin in den Rhythmus. Wichtig ist, souverän bleiben auf der Tanzfläche. Alles muss so aussehen, als wäre es perfekt von euch geplant gewesen. Noch ein Tipp. Und wieder rein in den Flow. Oh ja. Und ein bisschen Teller waschen, selbst waschen. Ganz wichtig, Copyright Infringement. Einfach irgendwas, was jeder schon kennt. Und ihr seid wieder mitten drin. Herrlich. Mal sehen, ob ihr das auch könnt. Das sehen wir jetzt. Okay, Moves, die ihr machen könnt, wenn ihr rauskommt, was euch hier dauernd passiert. Gehen wir es an. Zum Beispiel kann man mit Carina. Am besten probiert es zum Tanzen, weil ihr könnt es eh nicht. Und wenn es rauskommt, irgendwas, was man kennt. Aus welchem Film war das schon wieder? Bum, bum. Ja? Ist das? Was magst du? Wir sind nicht beim Rocky, ja? Das ist kein Sportvideo, wir sind beim Tanzen. Ja? Ein bisschen so Ron Travolta, ja? Noch nie gesehen. Ja? So ein bisschen. Das ist die Melone aus dem Stripclub nebenan, was du gerade magst. Ja? Ich glaube, wir brauchen Musik, sonst wird das nichts, weil der schläft mal ein, ja? Der Robotermensch. Jawohl! Gebt es euch, ja? Ihr habt alle Muskeln kennengelernt, ja? Guter Graszupfer, Karle, ja? Das kann ich den Eltern sagen, dass du irgendwas kannst, ja? Du wirst einmal Graszupfer, glaube ich, ja? Das war ein guter Move, ich weiß noch nicht, aus welchem Film der Tanzmove war. Also, gehen wir es an. Und wenn es rauskommt, dann einfach irgendwas. Wichtig ist, souverän bleiben, ja? Nicht den Anschein erwecken, als wäre das quasi nicht geplant, ja? Oh, das ist nett, ja? Da geht auch was, ja? Warum kennt ihr das auf einmal? Da habt ihr mir jetzt 8 Wochen lang, die verarschen mich nur, 8 Wochen lang, ja? Ich scheiße drauf. Und das war's wieder mal mit dieser Folge von Dancing Queen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Grande Finale, wo wir alles zusammenführen und ich dann einmal sehen werde, ob meine Schüler auch die große Abschlussprüfung schaffen werden. Bis dahin sagt Bombazi, pfiat euch. Ja, ist es nicht schön, ja, wenn man so einen super Tanzlehrer hat, ja. Ich würde ja wirklich gern sagen, weil wir ja im Rahmen von Wünsch dir was bei den beschissensten Jobs sind, dass vielleicht Tanzlehrer einer der gewesen wäre, aber leider Gottes hat das Leben nicht so oft das gut mit mir gemeint, ja. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei, die präsentieren wir, also präsentiere ich einfach beide, ja. Nummer 1, was ziemlich geschissen war, war seinerzeit Morgensternschläger beim Sultan von Kairo, ja. Das war jetzt eine sehr warme Angelegenheit, weil wir hatten ja doch Rüstungen an und in Kairo regnet es halt ein bisschen wenig. Ja. Es war halt relativ schwer, weil die Leute haben uns nicht so wollen, zumindest die Leute, mit denen ich immer zu tun hatte, weil, schon wissen, ne? Die haben das nicht so gern gesehen. Ja. Ein bisschen besser, aber nicht viel gescheiter dagegen war der Job, den ich beim alten Cheops gehabt habe, ja, als Peitschenschwinger beim Bau der Pyramide. Ja, das war recht nett, da war es zwar auch super warm, aber es war eine sehr trockene Hitze, mit der habe ich umgehen und im Gegensatz zu den Leuten, die Steinerzeit haben, zu den Pyramiden, habe ich ja was zum Trinken gekriegt. Ja. Das Geschissene an dem Job war aber eigentlich, und das ist ja die große Schweinerei gewesen, ja, dass die ganzen Leute, obwohl ich es badged habe, ohne End, den Job selber mit Freude gemacht haben. Also, ernere super Einstellung, juhui, der 5-Fahrer, die Steinerzahn, ja, hat mir den Job voll vermisst, ja. Du peitscht Leute aus und sie sagen, danke, weiter, ja. Nein, kein Leiden, gar nichts, ja. Und bist du sicher, dass du nicht nur das Domina warst?
Na, das war Dass du offiziell, nicht bei der ÖVP warst? offiziell angestellt als Eintreiber und alles, ja. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt zur Domina gehe, ja, weil damit zumindest einer redet, ja. Weil die haben mir das so Habt ihr versaut, da- das sagst du ehrlich. Also werd's niemals Morgensternschläger beim Sultan von Kairo und schon gar nicht Ja. Peitschenschwinger für einen alten Cheops, ja. Ich meine, Ja. Gott sei Dank ist das Gebäude fertig, passiert nichts, ja. Aber ja, Job erledigt. Wie war denn das? Habt ihr eine Gewerkschaft eigentlich gehabt? Bezahlte Ähm, Mittagspause? also in Kairo nicht, ja. Da war es eher so, wenn jemand G gesagt hat, dass der andere gesagt hat, scheißen, ja, noch bevor du Gewerkschaft sagen hast, keiner drauf, ja. Okay. Beim Cheops was cool, da gab es eigentlich eine Gewerkschaft. Wir hatten eigentlich einen ziemlich strikten Timetable und ich musste auch quasi eine Peitschenquota erfüllen, ja, so alle Minuten mindestens 4 Schläge. Hat aber nicht immer dasselbe sein müssen. Und das war Ja, das Problem. Die am meisten grinst haben, haben es am meisten gekriegt und haben noch mehr grinst drüber. Ja? Also ich weiß nicht, ja, das hat mir einfach nicht erfüllt. Ein echter Arschjob. Ja. Leute aus Peitschen Ja. wieder danken auch noch dafür. Also na danke. Du, weißt du, wie man das in Wien gemacht hat damals mit den Pyramiden, wie die Wiener Pyramiden, die es gebaut haben? Die haben ja nicht 4 Schläge gehabt, sondern immer nur 3. Das war dann so ein Dreivierteltakt quasi. Das ja. hat auch funktioniert. Ja. Es passt da besser, weil die ist ja dreieckig eigentlich, die Pyramide. Und ich glaube, dass das mehr dem göttlichen Dings entsprechend tät. Jetzt kenne, war schon damals Atheist, ja, also keine Ahnung, Du worum es da gegangen warst ist. ja bei den Wiener Pyramiden warst du nicht dabei. Ne? Wo steht es Ja. in Pösendorf, glaube ich. Ja. Naja, machen wir jedenfalls weiter, weil die Jobs sind jetzt nicht so toll. Ja. Ganz kurz noch zur Erklärung. Pyramide auf Pyramide vielleicht, oder? Genau, ich möchte nur kurz erklären für alle, die später eingeschaltet haben. Unser heutiges Wünschte was zum Tag der Arbeit besteht darin, dass wir 4 unsere bisher beschissensten Jobs euch preisgeben. Ich war schon dran, Hotz war schon dran und Lumpi war jetzt auch dran. Nachher wird uns der Herr Umfall noch seinen geschissensten Job ever präsentieren. Und ich glaube, die Überleitung vom Herrn Umfall war gerade sehr gut, nämlich von den Pyramiden zu den Pyramiden. Bitteschön. Ja, die Biersommeliers. Ich möchte nur ganz kurz die Gelegenheit nutzen, bevor wir da jetzt anfangen. Ich habe im Chat gelesen, dass die Lea geschrieben hat, ihr Hund hat heute Geburtstag. Alles Gute, Bin mal Martin. Happy Birthday, Leas Hund. Happy Birthday, Leas Hund. Super. Wahnsinn. Bitte schicke mir nicht am Todesstern. Also, lieber Martin, alles Gute zum Geburtstag. Ja, Biersommeliers, die Rubrik, wo ich und der Herr Umfall immer blind Bier vertesten. Das heißt, man reicht uns Bier, dass wir nicht sehen, was es ist, trinken es und erraten dann die Marke mit einer bisherigen Trefferquote von 0,0% oder auch Promille. Wir haben noch nie richtig geraten. Jetzt war das so, vor 2 Wochen hat mir ein Zuschauer ein Bier zugeschickt und Herrn Umfall nicht, weil er ihn nicht mochte. Jetzt hat sich aber eine, glaube ich, treue Seele erbarmt und hat dem Herrn Umfall nachträglich auch ein Bier geschickt und mir nicht. Das heißt, wir werden das heute so machen, der Herr Umfall trinkt sein Bier, ich glaube, er weiß ja auch nicht, was es ist, beschreibt es mir und ich werde online raten, was der Herr Umfall heute trinkt. Also, Herr Umfall, walten Sie Ihres Amtes. So, ja. Sehtest, es schaut aus wie immer, man sieht nichts. Hörtest, es klingt Es ist bierig. Bier, ja. Okay, ja. Sehtest noch dazu, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, ohne dass ich es auf die Tastatur drüber schütte. Goit. Hinweis, Da kann man Hinweis- schon einschränken, Da kann man schon sagen, es ist kein Gambrinus, zum Beispiel. Ja. Zum Glück, zum Glück für dich. Ja, kostet aber, bitte. Für mich, Prost. ja. Achtung, Achtung. Lass es dir schmecken. Oh, überraschend gut. Wahrscheinlich die goldene Dose ist auch so ein kulinarisches Mittel. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, leicht würzig, nussig, flüssig im Abgang. Temperatur, ja, Kühlschranktemperatur würde ich sagen. Es ist hinten gestanden beim Mozzarella-Bunkerl. Ja. Wie ist eher was Spritziges oder was ist viel Kohlensäure oder wie würdest du das denn beschreiben?
Kohlensäure würde ich sagen Medium, Spritzigkeitsgrad ja 2,8 mit einem Faktor von 7, falls das was sagt, Südang angebaut, schätze ich mal, der Hopfen kommt wahrscheinlich aus einer Region weit östlich von Österreich, also ich würde sagen, es ist ein ausländisches Bier, allerdings kann ich mich nicht festlegen. Okay. Na, kost nochmal, ich brauche noch mehr Informationen. Ich brauche mehr Details. Ja, es ist wahrscheinlich ein helles Bier, also ich sehe es jetzt auch nicht so gut, aber es schmeckt wie ein helles, aber doch sehr würziges Bier. Es könnte ein Zwickel sein. Kannst du vielleicht eingrenzen auf die Region? Ist es, glaubst du, es ist ein österreichisches Bier? Oder ich würde sagen, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich es am Gürtel schon getrunken habe mal. Na gut, am Gürtel habe ich die schon aus Pfützen drin gesehen. Es ist sehr international, der Gürtel. Da gibt es aber viele Möglichkeiten, was ich schon getrunken habe. Ja. Also 2 Uhr in der Früh im Kebabstand habe ich immer Bier bekommen, da weiß ich aber auch nicht, was das war. Das hätte alles sein können. Ja. Okay, na dann lehne ich mich jetzt einmal ganz aus dem Fenster und gebe mal eine Ferndiagnose ab. Du kannst ja noch auch eine Schätzung abgeben, du wirst ja das mir besser beurteilen können als ich, aber aufgrund deiner Angaben, du alter Angeber, würde ich sagen, das könnte sein, ich habe leicht herausgehört, dass es dir schmeckt und ich kenne deinen Geschmacken. Ich glaube, es ist ein Goldfassel. Ein Goldfassel? Könnte das sein? Ja, ist das ein Otterkringer? Ja, das ist ein Otterkringer, aber es ist das Goldfassel. Ich glaube, es ist ein Goldfassel. Okay. Ich habe gedacht, das Goldfassel gibt es nicht mehr seit den 90er Jahren. Wer weiß, wie lange es aufgekommen für dich? Hast du einen Tipp? Weil du hast ja getrunken. Goldfassel würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, irgendein, ich weiß nicht, Becks, nein. Staro Bruno. Von mir aus. Keine Ahnung. Ich mache auf. Bist du noch da? Du bist eingefroren. Ich bin noch da. Bitte. Du hast dich nur nicht bewegt. Was ist es denn? Es ist ein Velko Popovicki, ein Kosel. Oh, das schau her. Ja, und dazu fällt mein ich habe es am Gürtel getrunken. Nobel geht der Welt Corona. Ja, hallo. Und ein gratis Trinkbecher. Geil. Also wer immer dir das geschickt hat, hat es gut mit dir gemeint. Ja, und ist extra zum Fachhändler gegangen, weil ich weiß nicht, ob man das überall bekommt. Wunderbar. Also dann Dankeschön. Sollten Sie auch Bier haben, schicken Sie es uns. Wir trinken es mit Freude oder auch nicht, werden wir schauen. Oder vielleicht Biertipps. Die Fußfessel. Okay. Und das Video. Wir kündigen jetzt das Video für unseren nächsten Gast an. Ja, ich habe nur gesehen, was da so im Chat abgeht. Da wird spekuliert über Fußfesseln für den Karl und so weiter. Wahnsinn. Ja. Kommen wir dann nachher drauf zu sprechen. Ja, ich bin dafür. Auch heute wieder ein Gast in der Sendung und wir kündigen ihn dann später noch mal kurz an. Unsere allerliebste Partnerband, Schwesterband kann man eigentlich sagen, unsere Schwesterband aus Tirol, die Analphabeten haben was Tolles gemacht, und zwar sie haben so eine Art Wohnzimmer-Video Social Distancing-Lied gemacht, und das Video wollen wir auch nicht vorenthalten, und danach werden wir uns unserem Gast widmen. Also bitte die Analphabeten. Mahlzeit. Als ich das letzte Mal den Kalender sah, da habe ich mal nachgezählt. Es gibt zu wenige Tage im Jahr, weil zumindest einer fehlt. Es gibt den Tag des Bieres, das finde ich sehr schön. Dann gibt's den Tag der Mutter, auch das kann ich noch verstehen. Es gibt den Tag der Feuchtgebiete, ich schwöre, das ist wahr. Falls es jemand interessiert, am 2. Februar. Es gibt den Tag der Geologen und den Tag der Sodomie. Okay, ich hab gelogen, denn den gab's bis jetzt noch nie. Doch ein ganz besonderer Tag, der sollte dir gewidmet sein, und darum führen wir den nun ein. Wir feiern heute den Tag des Arschlochs. Wir feiern ihn mit dreifachem Hurra. Denn dieser Tag des Arschlochs ist ganz speziell für dich nur da. Wir
feiern heute den Tag des Arschlochs, wie es sich für diesen Tag geziemt. Denn diesen Tag des Arschlochs hast du dir redlich verdient. Es gibt den Tag der Leber, denn die hat's nicht immer leicht. Und der Reim auf diese Zeile, der ist zugegeben Zeit. Es gibt den Tag der Niere und fast jedem Körperteil wird ein eigener Tag zuteil. Doch in meinen Augen läuft da trotzdem irgendwas verkehrt. Dass das Arschloch nicht gewürdigt wird, das ist es, was mich stört. Bei der Anzahl der Idioten, die mich täglich malträtieren, würde ich dafür plädieren. Wir feiern heute den Tag des Arschlochs, wir feiern ihn mit dreifachem Hurra. Dieser Tag des Arschlochs ist ganz speziell für dich, du Mutter. Wir feiern heute den Tag des Arschlochs und wir sind für diesen Tag geziehen. Denn diesen Tag des Arschlochs hast du dir redlich verdient. Und Jo, wir diese- sind wieder zurück. Ein wunderschönes Lied. Ja. So viel schön. Diese Verschwendung von Klopapier am Tag der Arbeit oder am Tag des Arschlochs finde ich eigentlich total super. Also das Lied passt wie die Faust aufs Loch quasi. Und was? Als nächstes darf ich jetzt erzählen, was mein allerschlimmster Job war. Ich habe ja auch als erstes gleich in der Band gefragt, zählt die Band mit? Ja, natürlich habe ich die Antwort bekommen, nein, weil kein Geld. Ne? Ich habe schon viele Jobs gemacht, wo ich kein Geld gekriegt habe, aber das waren lustigerweise meistens nicht die allerschlimmsten. Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben, ich habe meinen Versicherungsdatenauszug ja geholt, weil sonst hätte ich es gar nicht mehr wissen müssen. Ich habe mitunter wöchentlich meine Jobs gewechselt. Ja? Wöchentlich, ja? Täglich. Ich war beim ORF, bitte Beleuchter, war schlimm, weil ab ungefähr, weiß ich nicht, 10 am Vormittag, wenn man mit der Arbeit fertig war, hat man dann sich in die Kantine gesetzt und gesoffen. Und das ging recht lang. Weil man muss ja, war nicht der allerschlimmste Job, aber jeden Tag saufen und wenn man das nicht zu Hause in der Unterhose machen kann, war dann jetzt auch nichts für mich. Ich war Kläranlagentaucher, Arsch, abgeschissen, aber jetzt weit noch nicht das Schlimmste. Was ja scheiße. Leichenwäscher war ich ja nur kurz. Fleischhocker, das habe ich gelernt, 3 Jahre lang. Orchesterwart. Ja. Wobei Fleischer und Leichenwäscher hat was gemeinsam. Die Schweinekadaver, was da hingen, die werden ja auch mit Wasser quasi angespritzt, ne? Bevor, ne? Mit der Corona Er hat Ausspritzen gesagt. Ferkel, wie kannst du jetzt wagen, meine unschuldigen Kommentare ins Lächerliche zu ziehen und hier eine Ferkelei draus zu machen? Ferkelei, Fleischerwitz. Orchesterwart war ich auch, leider nicht Orchesterwirt. Wer nichts wird Wart. Oder so ähnlich. Und Wurstfachverkäuferin, das war auch ein ziemlich schließlicher Job. Aber der allerschlimmste Job, der ist noch nicht so lang her, vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, bevor ich es dann hingeschmissen habe, war ich in einem Pensionistenclub. Und habe das Elend gesehen, mit dem diese armen Menschen, ja, also die haben
teilweise wirklich gute Pensionen gehabt und sind in den Club gekommen, haben sich da die Mehlspeisen reingehauen, am besten 3 hintereinander, obwohl es Diabetiker waren. Ich weiß nicht, warum wir sie gefüttert haben mit Zucker. Wahrscheinlich, um ein paar Datensätze aus der Versicherung rauszukriegen. Wahrscheinlich war das der Grund, weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, was die jetzt machen während der Corona-Krise. Wahrscheinlich Zucker als Gegenmittel testen, wahrscheinlich fressen. Das Beste war, wie man da eine ältere Dame hat mir mal erzählt, ja, das ist eine gute Woche, das war im Wahlkampf damals, am Montag gehe ich jetzt zu die Roden, da kriege ich gratis Würsteln, am Mittwoch bin ich bei den Schwarzen, da gibt es ein Gulasch und so, und hat es alle Parteien aufgezählt, wo es so ein bisschen schmarotzen geht, und dann haben gesagt, aber wählen du schon die Blauen? Ja, weil, was denn, ne? Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sich einen anderen Job zu suchen. Abgesehen von den sozialen Missständen, die in solchen Berufen herrschen. Lustigerweise im Sozialbereich immer. Das war aber wirklich die Krönung. So. Die Corona quasi. Um jetzt noch einen Job dran zu hängen, und zwar Callcenter Agent für Rotzpippen, habe ich mir gedacht, rufe ich vielleicht unseren nächsten Gast an. Ja. Haben wir schon gesagt, wer das sein wird? Wir haben schon gesagt, das ist einer von den Analpapeten. Ich möchte nur kurz einleitende Worte. Im Zuge unserer langjährigen und viel beachteten Karriere als Band haben wir natürlich mit vielen anderen Bands schon gemeinsam gespielt oder sind mit ihnen aufgetreten. Die meisten davon hassen uns mittlerweile. Einige wenige mögen uns, aber es ist, man muss es wirklich so sagen, eine einzige dabei, wo wir wirklich sagen, da ist wirklich eine wunderbare Freundschaft entstanden. Wahrscheinlich, weil sie weit weg von uns wohnen und uns selten sehen. Es ist wirklich eine wunderbare Band, die wir jetzt schon sehr lang kennen, nämlich aus Elbögen Rock City, die Analphabeten. Und ich glaube, wir haben da jetzt einen von den Analphabeten mit da. Herr Callcenter-Leiter, bitte holen Sie ihn ins Boot. Bitte die Leitung nach Tirol. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich selber angerufen stattdessen. Asche, ja. Aber ihn auch. Ich habe jetzt abgelehnt. So. Hat es funktioniert? Kommt er? Ich weiß nicht. Verbindung wird hergestellt, steht da. Was ist mit Tirol? Spannend. Naja, es kann sein, dass die Verbindung nach Tirol... da schau her! Schön. Servus, was heißt Ladies and Gentlemen, Antikörper für die ein Analphabetenkörper. Ladies and Gentlemen, live aus Elbing City, Tom. Servus. Hallo, liebe Leute, grüß euch. Du schaust ja richtig gesund aus, was ist los? Ja, das ist wegen dem Schutz. Wir in Tirol, wir schützen uns. Ich berichte ja live vom Brenner quasi. Ach, da schau her. Also direkt von der Grenze von Italien. Also direkt vom Brennpunkt. Und wir haben ja sehr viel Corona bei uns in Tirol, muss man sagen. Wir müssen immer das meiste haben, das wissen wir eh. Ja, von allem, verstehe. Aber eingangs habe ich gleich eine Frage. Es gibt echt Leute, die euch über eine Stunde zuschauen bei Eingang Gelaber. Das ist unglaublich, ja. Also, Wahnsinn! Also, ich weiß ganz genau, 4 davon sind wir selber. Und die anderen sind bezahlte Statisten. Aber Tom, jetzt eine Frage. Ich meine, ich muss gleich mal am Anfang ein bisschen investigative Fragen stellen, kritische Fragen. Das Publikum will das so. Ich bin ja quasi der Armin Wolf von Rotzbieten. Stimmt das Gerücht, dass in Tirol das Coronavirus mit Schneekanonen versprüht wurde, um alle anzustecken? Ist da was dahinter oder nicht? Ich möchte jetzt nicht sagen, nein, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, ja. Was aber auf jeden Fall stimmt, wir bauen Schneekanonen, um Desinfektionsmittel zu versprühen. Aber kleiner Tipp von mir, du kannst es ja deinem Gesundheitslandesrat nachmachen und auf jede Frage, die ich stelle, sagst du einfach, wir haben alles richtig gemacht. Hat funktioniert in der Vergangenheit. Ja. Also nochmal die Frage, wurde da was versprüht? Die Antwort ist? Wir haben alles richtig gemacht, bei uns ist nichts schiefgegangen. Wir schauen auf uns. Sehr gut. Ja, so wollen wir das hören. Liebe Zuschauer, solltet ihr Fragen an den Tom haben, jetzt nicht nur was die Lage in Tirol betrifft, sondern auch seine Band, die Analphabeten, die ich euch nur ans Herz legen kann, dann bitte in den Chat hineinschreiben. Tom, es wäre jetzt natürlich blöd zu fragen, wie schaut es mit der Band aus, weil bei allen Bands schaut es momentan gleich geschissen aus, sage ich mal.
Vielleicht, wie schaut's aus? Gibt es vielleicht in Zukunft neben der Rotzshow auch eine Analshow auf YouTube? Ha? Ist das möglich? Boah, na. Ich glaube nicht, dass in so viel Leute wegzuhauen. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, das war die Antwort gewesen. Bei uns ist auch nicht viel, ist ja wurscht. Mir freut aber Es ist sehr drauf, schwierig, den Tiroler Dialekt über ein Mikrofon rüberzuspringen. ja, das ist so, ja. Aber ich sehe gerade, ich habe nicht alles richtig gemacht, nachdem ich ja jetzt mich hier mit einer Risikogruppe unterhalte. Ich habe vergessen, meine Hände zu Was? desinfizieren. Weil man Ja, kann sich bitte. ja. Warte, ich schmier dir auch. So, bitteschön. Danke. Ich habe dem Tom in die Hand gespritzt, der wird sich aber freuen. Hey, so hat es aber letztes Mal auch gemacht. Ich kann mich erinnern. Ja, auf der anderen Seite aber. Ja, der Bärtige unter sich, da versteht man sich ja. Ne? Bartschwester. Baby. Ja, lieber Tom, erzähl einmal ein bisschen was. Wir haben schon oft über euch berichtet, aber wie war denn das so? Was war denn so dein erster Eindruck, wie du das erste Mal vor diesen 4, sag jetzt einmal, Volltrotteln von Rotzpippen gestanden bist? Was war denn so dein erster Eindruck von uns? Außer, dass wir alles richtig gemacht haben. Mein erster Eindruck war, auf gut Wienerisch gesagt, Alter. Uns ging es genauso, ja. Nein, aber gedacht, Alter, was ist da los? Und dann habe ich mich eigentlich gleich einmal verliebt. Das ist schön. Oh. Wahrscheinlich nicht in uns, aber trotzdem schön, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo war eigentlich unser erstes gemeinsames Konzert? Weißt du das noch? Ich glaube, war das Innsbruck Live Stage oder Das war in der Live-Stage, ja? war das erste? Aber ich war Live-Stage, ja. Ja. Ich meine schon. Das war das Konzert mit meinem hinnigen Schneidezahn, ich weiß noch. Das war das erste Ah, ja, Gemeinsame. genau. Genau. Mit dem kaputten Stimmt. Schneidezahn. Stimmt. Das Ähm, war's dann schon, was du noch warst. ja, es hat dann nur einige mehr Lust gegeben. Ich glaube, einmal gemeinsam mit den Röhren, dann waren wir, glaube ich, zweimal in Südtirol gemeinsam. Da waren wir zweimal, ja. Und ich glaube, wir haben ja einmal die große Swinger-Club-Tour nach Thailand geplant, die ist dann aber leider wegen Corona abgesagt worden. Ne? Ja, klar. Leider. Ich glaube, da wollten wir so ein Mash-up machen, Analpippen. Ja, und ich hätte gern den Trick mit den Tischtennisball gelernt. Und jetzt von mir oder? Nein, in Thailand meinst du? Ja, genau, das hätte ich da gerne gelernt. Ja, aber Tom, ich kann dich beruhigen, die Krise geht vorbei. Wir werden, das verspreche ich dir, wir werden erstens einmal alles richtig machen und zweitens, wir beide werden in Thailand Tischtennis spielen. Ohne Schläger. Oh, das ist schön. Was geht denn Tom jetzt noch fragen? Wie geht es eigentlich dem Rest vom Schützenfest? Wie geht es deinen Kollegen? Sind alle gesund? Das wäre mal wichtig zu wissen. Seien alle gesund, denen geht's alles sehr gut. Die haben leider nicht so das Glück, dass sie nichts arbeiten müssen momentan wie ich. Die müssen auch arbeiten. Okay. Aber sonst Ein geht's Drama. ihnen sehr gut. Apropos Arbeiten Arbeit. die an den Schneekanonen oder? Wir haben alles richtig gemacht. Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Na, aber Arbeit ist ein gutes Stichwort. Du hast vielleicht mitbekommen, falls du der eine bist, der zuschaut, dass wir vorher unsere beschissensten Jobs präsentiert haben. Wie schaut das eigentlich bei dir aus? Ich weiß, was du jetzt beruflich machst, aber gibt es irgendeinen Job, den du damit gemacht hast, der nicht so toll war? Weiß nicht, warst du vielleicht, hast du Schneekanonen befüttert oder hast du, weiß nicht, schneeweiß bemalt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, mei, das war so richtig Arsch? Ja, viel. Ganz viel. Ich habe sehr viele Jahre als Kellner gearbeitet, was natürlich mit Touristen in Tirol ganz toll ist, ganz super. Sehr viel Spaß. Aber nicht in Imst, oder? In Imst, nein, nicht. Na Gott sei Dank. bist Alles du- richtig gemacht. Damit I. Patient Zero, glaube ich, haben wir da. Bist du dieser Barkeeper, dieser ominöse? Ja, wenn jetzt Norwegisch kann, war cool, gell? Das war sehr schlagfertig. Obwohl, naja, Nörge. Ja, geht schon. Aber Tom, ich bin mir glaubt, Kellner und generell
Gastronomiepersonal in Tirol ist doch meistens auch aus Ostdeutschland, oder? Kann das sein? Bist du Sven aus Dresden? Da. Da. Er hat alles richtig gemacht. Okay, er arbeitet im Kreml, das Sven. Noch kurz zur Information für unsere Zuschauer. Es rennt jetzt natürlich parallel zu dem ganzen Scheiß da noch unser Rotzpippen-Quiz für heute. Im Chat seht ihr jetzt gleich nochmal den Link. Bitte macht's bei diesem Quiz mit. Erratet die Antworten. Wir zeigen euch jetzt noch ein Video von uns, wo euch gleich der Lumpi erklärt, welches es sein wird. Und danach werden wir das Quiz auflösen. Und der Tom bleibt auch da, weil bei jeder richtigen Antwort wird er dann sagen: Wir haben alles richtig gemacht. Na ganz genau. Ja, Sie sehen, ein Satz, den in Tirol schon in der ersten ÖVP-Volksschule lernt. Ja, und jetzt ein Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Gibt es da schon Bestrebungen, dass man diesen Satz in die Tiroler Hymne reintut? Also statt den Worten Andreas Hofer oder so vielleicht, wir haben alles richtig gemacht. Was wäre da die Antwort drauf? Das wäre Wenn, dann eine werden wir Idee. richtig gemacht haben. Wir werden alles richtig gemacht haben. Werden. Obwohl, ich habe das gerade so im Kopf, ja stimmt. Zum Tor in Banden, alles richtig gemacht. Das klingt jetzt nicht super. Bravo! Ja, Gewaltig! Das wird eine Kollaboration. eine was? Kollateralarbeit. Ja, Danke. Kopulation, glaube ich. Kolibri ist das Kolibri. Stichwort, ja, und es ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben für euch ein Schmankerl aus alter Rotz, Historie. Es folgt nun ein Ausschnitt von einer Live-Darbietung von uns, seinerzeit 2011 im Local, und weil es um Spatzen, Viecher, Kolibris geht, kann es nichts anderes sein als Chilp, und bitte bewundert den zweiten Herrn von rechts im Bild mit seinem Ausdruckstanz und der perfekten Performance am Tambourin. Viel Spaß. Jetzt passt alles. Nicht das Boden fliegst. Vor meinem Fenster auf dem höchsten Ost. Da liegt ein blaues Vogel und spielt sie mit seinem Sport. Er schaut mit dem Ballon, ich sag mir was schreien. Ich koch mich auf den Vogel auf und dann schließt er sein, er sagt nur chill. Immer nur chill. Chill. Immer nur chill. Ich weiß gar nicht wieso, ich bin wohl jeden Tag da. Was ist? Da steht auf eine an, ich soll dir was schreiben. Ich denke an das Vogel, aber kurz mal wieder her, sie so chill. Immer nur chill. Chill,
Wir haben alles Wunderschön. richtig gemacht. Wir Jill? können jetzt, Ein legendärer Auftritt. Bis ja, zum das war Jill, aufgenommen bei unserer allerersten CD-Präsentation 2011 im Local und daher der zweite von rechts mit dem Tambourin und dem wunderbaren Ausdruckstanz war unser wunderbarer Dad, der damals noch den Rhythmus für uns schwang, bevor der Dieter bis 4 zählen lernte. Entschuldigung, der Friedrich. Eigentlich auch ein Gründungsmitglied gewesen, oder? Muss man sagen. Absolut, ja, er war ein Gründer und ein Glied. Wir sind noch immer hier bei der Roadshow live dabei, der Tom von den Analphabeten aus dem Corona-Hotspot Tirol. Tom, eine Frage hätte ich noch. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man als Region zur Risikoregion ernannt wird, und zwar, aufgepasst, aus Island? Gibt das nicht zu bedenken? Naja, Island ist ja eins der glücklichsten Länder der Welt. Tirol das werden's wissen. zweitglücklichste. Und Land. man Ja. fühlt sich echt eingesperrt. Ja. Andere Frage, warum kommen die Isländer, die das Is quasi schon im Namen haben, was machen die in Tirol zum Skifahren oder was? Ja, die fahren nach Haben die kein Island. Eis daheim? Ischgl, nach Ischgl. Die haben sie verdammt im Namen. Island Island, ist Ischgl. eine Kolonie. Island ist eine Tiroler Kolonie. Das ist quasi Nordwesttirol. Gehört demnächst den Osten- dazu Westtirol. Italien. Das ist Nordwesttirol, gehört demnächst dazu Italien wahrscheinlich. Okay, Ja. Weiter im Programm, würde ich sagen, oder? ja, bitte. Der nächste Quizauflösung. Programmpunkt war dann die Quizauflösung. Sehr schön. Ich werde mal das Quiz beenden und dann wieder mich kurz in die Analyse begeben. Er hat Anal gesagt. Analdrüse, was? Und sobald ich es habe, werde ich euch sagen, wie es mit der Analyse ausschaut. So, was ist da los? Tom, was trinkst denn du da Schönes? Bayerisches Bier. Hackabschor, das ist super. Hackabschor, wunderbar. Stimmt, das war in meiner Auswahl heute. Ich hätte Hack- fast gesagt Hackabschor, aber das hätte nicht gepasst zu meinem östlich und sowas. Die Hackabschor ist Nein, ja ist ja klar. der kalte Norden hier. Wobei, Bei uns. Das für heißt, Feind eigentlich- ist auch der Norden. Ne? Das heißt, in dem Fall, Werner, Zacharias, du hast nicht alles richtig gemacht. Ich habe fast alles richtig gemacht und alle anderen Sachen werden alles nachträglich Also nicht dann, gemacht meine werden. Herren, Ja, Quizauflösung, bitte. so, das Analyseteam ist soweit. Frage 1 hätten wir mal. Warum lief Zacharias Unfall 2018 in Ellbögen zu frühen Morgenstunden rückwärts durch eine Geschwindigkeitsmessung? So. Hm. Unser Publikum liegt schwer daneben. 75% glauben, er wollte ein lustiges Foto für die Polizei machen. Ich glaube, das war vielleicht ein Nebengrund, oder? Aber glaube ich nicht die Hauptmotivation. Ellbögen hat keine Polizei. Genau. Ellbögen ist die Das Polizei. stimmt sogar. Ich weiß. Die richtige Antwort ist, er wollte in die Vergangenheit reisen. Und wisst ihr, wie viele Personen das richtig erraten haben? Keine. 0. Okay. Wow. Wahnsinn. Aber Tatsächlich habe ich versucht, in die Vergangenheit zu reisen, bin dabei aber älter geworden. Ich glaube, ich hätte auf einem Skateboard rückwärts, vorwärts rollen sollen oder irgendwas. Ja? Aber die kmh-Anzahl habe ich an dem Abend geschlagen. Also ich habe es geschafft, rückwärts in eine Radarfalle zu laufen. Ich habe das Du hast Foto das irgendwo, nicht- aber es ist leider so pixelig. genau. Aber Frage 2. Entschuldigung, ich möchte noch kurz anmerken, was ich von diesem Abend noch weiß, ist, dass irgendwann zur späteren Stunde sind wir gestanden vor so einem Geschäft, wo Berchtenmasken geschnitzt wurden. Und ich kann mich erinnern, dass der Zacharias dann ziemlich besoffen mit dem Gesicht an dieser Auslage gelehnt ist und so reingeschaut hat. Die schaut aus. Und der Friedhof ist hinter ihm vorbei und hat gesagt, gell, ist wie ein Spiegel. Das weiß ich nämlich auch noch. Das weiß ich wirklich noch. Großartig. Wahrscheinlich habe ich wirklich geglaubt in dem Moment. Ne? Aber so schäme ich mich normalerweise nicht um die Zeit. Okay, Friedhof, nächste Frage bitte. Weiter Programm. Frage 2. Friedrich Hotzenplotz wurde 2013 in einem 5-Sterne-Imbiss-Restaurant gesichtet, wo er von Kopf bis Fuß mit Farbe beschmiert einen Hamburger zerfetzte. In welchen Farben glänzte unser Schlagzeuger? So, da hat die Mehrheit auf Orange und Grün getippt. Ich selber kann mich ja gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, es war Blau und Rosa. Oder, meine Herren? Ich Jawohl. glaube, es war blau und rosa. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Blau dabei war. Ich weiß aber nicht warum. Hast du einen Schlumpf geschlachtet oder so vielleicht? Geschichte. Der Schlumpfgang war das. Wir haben keine Mühen gescheut und ein Foto aus dem Archiv dafür ausgegraben. Das seht ihr nun hier.
Eindeutig Koscher. blau und rosa angeschmiert. Was blau und rosa, habe ich mich richtig erinnert. Und 16,67%. Also waren einer. richtig. Jo. Ja. Hat man Was du das, Diese 0,67 finde ich ja spannend. Das sind also so eine halbe Person, die dann irgendwie noch richtig war, wahrscheinlich. Aber jetzt ist die Frage, Der hat wirklich, noch halb warum, geklickt. warum war es blau und rosa? War das wirklich, wie du damals der Schlumpfine einen Kunilingus verpasst hast? Oder? Ja, sie hat sich sehr gefreut drüber. Und so schaut man dann halt nachher aus. Ja. Wunderbares Foto, ich sehe es jetzt auch, ja, sehr schön. ja, ja. Äußerst Passt. elegant, ja. Okay, nächste Frage bitte. Ja. Frage 3. Welches Instrument kam bei einem Konzert in Friedberg in der Steiermark 2015 beim Lied Landliebe zum Einsatz? Lies mal die Möglichkeiten vor. Ich würde gerne wissen, ob der Tom es erraten kann. Okay, also Tom, die möglichen Antworten sind eine Säge, eine Gießkanne, ein Waschbrett oder ein Mistkübel mit Deckel. Was dann? Ich glaube, es, Joker? ich glaube, es war das Waschbrett, weil das ist bei uns ein anerkanntes Musikinstrument in Tirol. Aber es war in der Steiermark, also aufpassen. Ich glaube, es sind alles anerkannte Musikinstrumente. Zumindest liegst du Irgendwo. mit der Mehrheit unserer Zuseher, stimmst du überein. 58% haben aufs Waschbrett getippt. Aber ich glaube, Das haben wir leider nur als Bauch. nicht. Haben wir da auch ein Beweisfoto? Jawohl, wird soeben eingeblendet. Es ist eindeutig. Eine Gießkanne. Jawohl. Ja. Aber die war wirklich auf Z-Moll getuned. Also das hat sich super angeguckt. Ja. Ich habe Also selten jemanden richtige kennengelernt, der Tonart. die Gießkanne so gerockt hat wie der. Das muss man sagen. Also Ja, wirklich, ja, ja. wirklich gut. Ja. Und später hat er die Blumen gegossen auch noch. Das war Bonus. Ja, wer drauf geschrieben hat, oder? Ja, und Ja. ich glaube, bevor er auf die Bühne gekommen ist, hat er aber noch Backstage unser Catering zusammengefressen. Ja, Das war ich diese, glaub das war aber, diese reine Brilljausen. die Leute haben sicher auf das Waschbrett getippt, weil sie unsere Bäuche gesehen haben bei dem Konzert, die ja eindeutig Genau, ja, da denkt man natürlich an ein Waschbrett. Wer Ja. nicht? War So, schon. als nächstes kommt eine spannende Frage, wo eigentlich jede Antwortmöglichkeit völlig absurd ist, aber tatsächlich eine hat gestimmt. So, und die Frage war, wie viele Käsekreiner verschlagen Ex-Roadie Mods bei einem Konzert in Straning 2011? Tom, magst du wieder raten? Ich sage dir die Antwortmöglichkeiten. Also, waren es 11, waren es 20, waren es 17 oder waren es 14? Mit Brot oder ohne? Gute Frage. Also ich aber hab gestern nochmal gefragt, er hat gesagt, pro Würstel, das er gegessen hat er eine Semmel dazu gegessen. Okay. Okay. Ja. Dann glaube ich, wir waren die Antwortmöglichkeiten. Sag einfach viele. Zu viel. Ich glaube, er hat alles richtig gemacht. So ist es, er hat alles richtig gemacht. So, also die Hälfte unserer Zuseher hat auf 11 getippt. Wäre so offensichtlich. Naheliegend ist, ja. Sie haben, glaube ich, maßlos unterschätzt, unseren Ex-Roadie. Ich glaube, es waren mehr. Wie viel waren es? Wisst ihr das hier noch genau? Ich glaube, es gibt ein 17, oder? Foto. Yep. Es waren 17, ja. Und zwar haben wir auf einem Deckel, von dem er gegessen hat, einen Counter mitgemacht. Den Sie Und jetzt haben sehen wirklich- könnt. Wir haben damals wirklich eine Stricherliste gemacht, wie viel das der Motz damals gefressen hat. Und das Interessante an dem Ganzen war, wenn dieser Topf mit gekochten Käsekreiner, muss man sagen, nicht irgendwann leer gewesen wäre, er hätte noch mehr Er hätte gefressen. wahrscheinlich die 20 geschafft. Weil auf der Heimfahrt, ich glaube, wir waren noch keine 10 Minuten im Ratzomobil, hat er gemeint, fahren wir noch zu einer Tankstelle, weil ich hätte gerne nur eine Leberkassemme. Danach Gegessen hat er wie viele? 3. 3. Also, Man muss wirklich sagen, es war unmenschlich, was dieser Typ da aufgeführt hat. ich war nur froh, dass wir noch nicht irgendwo den Genuss gehabt haben, dass er scheißen hat müssen. Weil das war, aber ja, das Foto ist echt der Hammer. Ja. Ja. Letzte Frage. Aber um es auf Tirolerisch zu sagen, er hat alles richtig gemacht. Ja. So, letzte Frage. Welches Bandmitglied ritt 2013 vor einem Konzert in Halbtouren auf einer lila Kuh und machte nach dem Konzert unaufgefordert bei einer Dirndl-Modeschau mit? So. Ist schon mal eine schöne Frage. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, außer abgesehen davon, dass diese Person alles richtig gemacht hat, was passieren da für Sachen bei euch in der Band? Ich kenne euch nicht. Warte. So, aber ich glaube, unser Publikum kennt uns ganz gut. Es haben nämlich 75% auf den Zacharias getippt.
Jawohl. Und ich sage, das Publikum hat alles richtig gemacht. Und soweit ich mich erinnere, Du hast eine Schlumpfine Conny linkt und ich bin nur auf einer lila Kuh gesessen, ja. Also. Okay. Und hier sind die Beweisfotos. Hier ist einmal der Ritt auf der Kuh und genauso dieses fast stalkerhafte Auftreten, was er da hat, ganz rechts im Bild, hinter den Dirndln. Man könnte ja meinen, er verzarzt es gleich irgendwo hin, aber nein, er hat mitgemacht mit starken Ausdruckstanz. Wunderschön. Ich besitze übrigens inzwischen eine Art Trachtenhose. Ja. Oh. Ich trage sie nicht, habt ihr gesehen? aber du besitzt sie. Das ist ein komisches Trachtenhose. Ja, mir wurde erzählt, ich brauche mich bei Videokonferenzen nur oben rum anziehen. Das ist ziemlich cool. Ja, aber dann darfst du Mach nicht ich jetzt in der Arbeit auch noch. aufhören. Keine Sache. Also, bei Das euch hätte jetzt ich nicht. auch so verstanden. Wahnsinn. Ich würde aber sagen, weil das war jetzt wirklich sehr schwer, die meisten waren falsch. Ich würde sagen, beim nächsten Quiz machen wir es einfach so, dass jede Antwort, die man auswählen kann, müsste sein, wir haben alles richtig gemacht. 4-mal. Ja. Hätte ich gesagt. Ich würde einfach sagen, dass jede Antwort richtig ist. Dann kann keiner was falsch machen. Stimmt, das Publikum hat alles richtig gemacht. Machen wir die Tirol Edition. Ja, Bravo, Applaus fürs Publikum. Gute Bitte. Idee. Bravo. Genau. Ja. Ja, man gemacht. muss sagen, Wenn Sie die Sendung anschauen, haben Sie definitiv alles richtig gemacht. es wird schwieriger und schwieriger, das Quiz, oder? Weil ich glaube, die ersten beiden Male haben sie Also so eine Warm-up, ja. hundertprozentige Trefferquote gehabt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, gut. Dann hätten wir mal das Quiz für heute erledigt. Freut euch aufs nächste Mal. Es wird noch schwerer werden. Richtig schwer. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil der Show. Ihr dürft uns Fragen stellen. Q&A. Bitte schön. So. Eine Frage vom Proletentoaster. Sind die Alles Arsch-Anhänger von dir selbst gemacht? Er schreibt an den Friedhof und unten schreibt er meint aber den Zar Hopseler. Nein, habe ich nicht selbst gemacht. Da hat sich drum unsere Merchandise-Beauftragte gekümmert. Darf man da Werbung machen dafür? Selbstverständlich kann man Werbung machen. Ich weiß nicht, wie heißt der Shop nochmal? Felis Häkelshop auf, Felis Häkelshop. Ja. auf Facebook, bitte schauen. Facebook, ja. Ich glaube, sie ist aber auch gerade im Chat, also bitte, Feli, schreib's einfach daher. Ja, schreiben Sie die Feli an, sie kann Ihnen alles Arsch-Sachen auch nach Hause liefern. sie kann Ihnen auch was auf den Arsch nehmen. Ja. Oh ja. Genau. Und ich bin ziemlich sicher, Wir haben alles richtig gemacht. Ja, er hat alles richtig gemacht. ja gibt es noch weitere Fragen? Genau, liebes Publikum. Ja. Es gibt ein paar sehr verwirrende Kommentare und Fragen, wo ich jetzt nicht weiß, ob das eine Frage sein soll. Proletentoaster, Fetzi, warum trinkst du dein Bier aus dem Kaffeeheferl? Ist zwar keine Frage hier formuliert, aber ich frage mich auch gerade. Das liegt daran, dass es kein Bier ist, sondern ein Kaffee, und zwar ein Irish. Behalten Sie Platz, es ist ein Irish Coffee. Kaffee. Um Gottes Es ist ein Irish Coffee, das heißt, es ist ungefähr so viel Rum und dann ein Schluck Kaffee und ein Ei. Irisches blaues Blut, Schlumpfineblut. Behalten Sie Platz, es ist alles gut. Frage zum Irish Coffee, ist der steuerfrei oder? Was? Ganz billiger Witz. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Der Patrick möchte wissen, Fetzi, bist du ein geiler Rapidler heute? Ich bin geil, ja. Rapidler Holbert? nicht wirklich, weil ich für einen anderen Verein, aber es ist nicht dieser violette Verein, aber für einen anderen Verein bin. Heute, ja. Gottingbrunn. Oder? Aus dem Grün und in ein Hohl. Kivera. Schnittler. Grün. So. Was ist grün und tritt gebündelt auf und innen hohl? Schnittlach und Polizisten. Okay, passt. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe nicht zugeschaut ordentlich. Gibt es vielleicht Fragen an den Tom, an sein Leben in Tirol? Ja. Wann kommen die Alphabeten wieder mal nach Wien? Ha! Was? Eine Frage an den Tom, bitte. Wir haben noch so wenig Corona hier. Ha! Sobald wir wieder aussieht auf uns in unserem Land, werden wir wieder kommen.
Also die nächste Analphabetentour 2037. Wenn die Brennerroute vom Dr. Kurz wieder geöffnet wird, kommen auch die Analos wieder Richtung Ballhausplatz. Mit aller Gewalt. Also ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster. Ich glaube, das nächste Mal, wenn die Analphabeten wieder in Wien spielen, wird das wahrscheinlich wieder mit uns sein. Ziemlich sicher sogar. Und Die spielen mit uns. Du traust dich gar nicht. Spiele mit dir. Der will nur spielen. Du bist eh noch neben mir, oder? Ja. Und ich bin neben dir, gell? Da kann man so umgreifen. Muss ich da oder dort greifen? Ja, du warst schon richtig, ja, da oben. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da. Ja. Also aus meiner Sicht stimmt so. Ja. Die Lea fragt, ob das mit dem Häkelshop ein Scherz war. Sie findet nichts auf Facebook. Liebe Feli, falls du noch zuschaust, kannst du bitte hier im Chat den Leuten erklären, wo sie deine Sachen finden. Sei auch so lieb. Dankeschön. Glaube ich schon. Ich glaube, sie häkelt auch Corona-Masken, besonders engmaschig für die Kleinen und besonders, wie sagt man, weitmaschig für die großen Coronas. Wie groß ist denn eigentlich ein Coronavirus? Da ist er schon, der Häkelshop. Ja, Kurz hat hingehauen, hat super hingehauen. Wahnsinn, gefällt mir. Der Patrick fragt, Tom, kannst du uns den Weg zum McDonalds zeigen? Tom, kannst du das? Da. Okay, ich sehe, die Fragen sind fast durch. Dann möchte ich vielleicht zum Abschluss noch eine Frage einbringen, die ihr vielleicht vorher nicht mitbekommen habt. Und zwar, während ein Einspieler gelaufen ist, hat der Tom die allerwichtigste Frage gestellt. Und zwar, wie schafft ihr das, dass Menschen euch eine Stunde lang bei dem Blödsinn zuschauen? Diese Frage ist leicht beantwortet. Wir sind ja nur das Spiegelbild unseres Publikums. Dementsprechend freuen wir uns, dass Leute zuschauen. Jeder Mensch mit schlechtem Geschmack bekommt die Bands, die er verdient. So ist es. Gut, ich glaube... Ich habe noch eine wichtige Sache zu fragen und zu sagen. Bitte. Hat eigentlich irgendwer von euch mitbekommen, was die Beidel vom Pentagon jetzt gerade gemacht haben vor kurzem? Die Beidel von was? Vom Pentagon. Die haben tatsächlich jetzt, nachdem jeder über Corona redet, bestätigt, dass es UFOs gibt. Habt ihr das gesehen? Also das habe ich gelesen, aber... Ja, die haben 3 Videos veröffentlicht, wo irgendwelche Navy-Piloten UFOs nachfliegen. Und es ist jedem scheißegal. Ich dachte, das ist unglaublich. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir auch vor Corona scheißegal eigentlich, aber... Ja. Cool, oder? Ja, ich habe es gelesen irgendwo und ich habe gedacht, das ist die Tagespresse oder irgendwas. Interessant. Dem werden wir nachgehen. Also ich würde sagen, nächste Sendung, Spezialthema außerirdische Lebensformen, interterrestrisches Leben, ja oder nein? Aber ich glaube, man kann sagen, das Pentagon hat alles richtig gemacht. Ja. Okay, vielleicht. Es kann aber auch sein, dass der Pressesprecher vom Pentagon dem Aufruf von Donald Trump gefolgt ist und sich vielleicht intravenös falsche Dinge reingehauen hat und dadurch in eine Sphäre der, sage ich mal, nicht ganz Zurechnungsfähigkeit gelangt ist. Das könnte natürlich einiges erklären, das stimmt allerdings. Oder der Felix Baumgartner hupft wieder mal von irgendwo hoch runter und sie haben einfach das gesehen. Kann auch sein. Genau, aber hat der Felix Baumgartner hat er inzwischen bestätigt, dass die Erde rund ist oder leugnet das immer noch? Wir werden in der nächsten Roadshow anrufen und fragen. Also nächste Woche ist Stargast Felix Baumgartner. Ich weiß nicht, ob das WLAN so weit aufgeht, wo er mit der heißen Luft herumfliegt. Okay. Wenn das hinhaut, dann kommt er. Gut, ich glaube, bevor wir uns da zu einem großen Blödsinn noch hineinquatschen, würde ich sagen, eine kleine Verabschiedung. Ich gehe mal kurz in den Chat. Liebe Lea, lieber Tjuka Floridsdorf, lieber Patrick und so weiter, lieber Proletentoaster, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lieber Tom, schönsten Dank nach Tirol, Elbögen, Rock City, rockt wie Sau, Wildbach sowieso. Und wir schicken dir unsere Herzen. Ich liebe euch, meine Freunde. Wer nicht? Und liebes Publikum, wir sehen uns vielleicht wieder nächste Woche, vielleicht nicht zur selben Zeit, aber wir werden es bekannt geben, wann es die nächste Roadshow, vielleicht schon wieder Corona-frei, vielleicht gibt es auch wieder eine Live-Performance von uns, wir werden es sehen. Ja. Und bis dahin, glaube ich, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und ihr wisst, wir haben alles richtig gemacht. Lieber Tom,
Adieu, danke, dass du dabei warst, liebe Zuschauer. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Führt euch gut. Grüß euch. Servus.